Servus miteinander, heute gibt's mal wieder eine kleine Folge Crimper gibt seinen Senf dazu. Die letzte ist ungefähr 2 Jahre her und das war ich super angekommen. Hab auch oft in die Kommentare gelesen, dass nochmal so ein Video mehr hat und ihr kennt's mich doch. Durch meine hohe Aktivität und durch meine Fannähe lese ich euch natürlich jeden Wunsch von den Lippen ab. Oder ja, eher von den Fingern, weil so einen Kommentar, den schreibt man ja, oder? Lass bleiben, Dummi. Ja genau, es sollte vielleicht nur dazu gesagt sein, weil sich der ein oder andere recht schnell angegriffen fühlt, wenn du deinen Kommentar in dem Video wiederfindest. Das, was ich da drüber sage, das soll wirklich beleidigend sein und ist auch zu 100% ernst gemeint. Bloß, dass du weißt, woran du mit mir bist. Dann da die Song, fangen wir gleich mal an. Ich schreibt 29 Sekunden, ich bin ersten nicht oder so ein Graffel. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du überall bloß 29 Sekunden brauchst, dann wird sich deine alte Jagd freuen. Aber Moment einmal, wenn das ich geschrieben habe, habe ich mich dann jetzt nicht gerade selber beleidigt? Der Peter schreibt nachher, frag mich, ich darf einen Ketchup auf dem Leberkäse hauen, ich bin Metzger. Du darfst gleich mal gar nichts außer Start sein. Es hat mir nämlich jetzt bloß 2 Minuten Recherche gekostet, ich bin auf Wikipedia gegangen, Unterpunkt Fleisch steht bei Geschichte. Leberkässemmel. Zudem darf diese bayerische Spezialität nur mit Tafelsenf serviert werden. Falls der Kunde aus welchen Gründen auch immer diese Köstlichkeit mit Ketchup verunglimpfen möchte, ist der Fleischer laut § 5 Absatz 3 der Bayerischen Verordnung zur Sicherung einheimisch nahrhafter Fleischerzeugnisse, kurz Senf, dazu verpflichtet, dem betreffenden Kunden unverzüglich des Ladens zu verweisen. Da schau mal her, du darfst gar nichts. Der Cody schreibt, Moment mal, das ist nicht der Standard des Stimme. Jetzt lassen wir mal die super Deutsch außen vor. Den Kommentar hat der unter einer Spongebob-Parodie verfasst. Unter einer Parodie? Natürlich ist es nicht die Originalstimme. Muss ich dir jetzt extra die Definition vom Wort Parodie einblenden, damit du checkst, was das ist, oder soll ich dir einen Duden an den Schädel schmeißen? Dazu hat der Kommentar 2 Likes. Wie konnte der 2 Likes haben? Höchstens, wenn er selber und seine Mom das geliked hat, anders macht das keinen Sinn nicht. Mein Leid gibt's furchtbar. Einfach mal die Fresse halten. Hallo, Servus, Moin, Servus, Hi, Servus, Hi, Servus, hey. Jetzt wisst ihr, warum 2 Jahre kein Video gekommen ist, in dem ich Kommentare kommentiere. So, und dann habe ich noch ein ganz besonderes Exemplar an geistigen Dünnschiss für euch. Der Hans Bäder schreibt, da fällt mir übrigens auf, warum heißt halt jeder Bäder, der wo meinen Blutdruck in den Tee treibt, aber ist ja wurscht. Der schreibt, er ist irgendwie beleidigend gegenüber Bayern. Das hat er zu meiner, wenn Spongebob ein Bayer wäre, Schiefer-Parodie geschrieben. Da habe ich mir gedacht, hä? Warum ist das jetzt beleidigend? Verstehe ich nicht ganz. Habe ich ihm auch geschrieben oder habe ich geantwortet, hey, warum ist das jetzt, soll das jetzt beleidigend sein? Ja, und jetzt setzt euch lieber mal hin, sonst haut euch nur einen Stepsel aus. Sein Argument, warum das jetzt beleidigend gegenüber Bayern ist, weil Bayern nicht so reden. Doch. Also, ich rede zumindest so. Ich hab so einen Dialekt, die darf mich als Bayer bezeichnen, auch wenn ich von wenige von euch schon gehört habe, dass ich kein Bayer nicht bin. Wenn du sowas geschrieben hast, gleich direkt angesprochen, das ist mir scheißegal, was du meinst, deine Meinung interessiert mich null und du kannst mir gleich so am Arsch lecken. Aber jetzt zurück zu dir. Ich habe auch viele Kumpels, die wo genauso reden wie ich und das ist einfach der Dialekt und manche reden halt so und manche nicht. Also, was ist da das Problem? Das ist ein kompletter Schmarrn, was du da schreibst und Fakt ist widerlegt. Keine Ahnung, also, was das überhaupt soll. Genau, dann das weitere Argument war, dass jetzt halt jeder meint, dass Bayern in die Berg wohnen und ja, den ganzen Tag Bier saufen, nichts haben, keine Ahnung, ich hab irgendwie nicht verfolgen können. Hä? Weißwürst fressen, Lederhosen anhaben. Ja, das macht auch ganz viel Sinn, weil ich eine Parodie mache, wo sich irgendjemand in einer ranzigen Frittenbuden einen Schieferling einzieht. Man, jetzt meinen jetzt die Leute, wir wohnen in den Bergen, der hat keine Lederhosen nicht gehabt in dem Video, also und saufen tut auch nichts und der macht ein Fleischpflanzel und ja, warum jetzt Weißwürst, ich komm nicht mit. Also, das muss man nochmal genauer erklären, Spätzl. Dann kommen wir jetzt auch noch zum Hauptargument auf meiner Seite. Also, wenn man vielleicht einmal so einen Titel gelesen hätte, wie das Video heißt, dann da auch so ganz klar. Ja, klar, es ist eigentlich groß geschrieben, aber da Parodie-Toten stehen. Da haben wir schon wieder den nächsten Experten, wo gleich der Duden fliegt. Wenn du sowas nicht sehen kannst, dann schau dir halt einfach sowas nicht an. Dann geh nicht ins Internet, geh zum Lacher in den Keller runter und dass du einen Scheißdreck nicht kommentierst, nimm deine Tastatur, schmeiß den Ofen rein oder was weiß ich und steh auf die Stufen, damit die Scheiße hier ist und damit du nicht mehr so einen Scheiß kommentieren kannst. Also das macht einmal überhaupt keinen Sinn.
Also, als so einen Schwachsinn habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht wieder aufrege. Ich habe mich eh schon aufgeregt, ist ja wurscht. Ja, tut mir leid, es heißt eigentlich Kommentare kommentieren, aber ich glaube, ich habe mich jetzt größtenteils nur mit dem Kommentar befasst. Ja, aber wenn man gescheite Watschen verteilen möchte, muss man halt ein bisschen weiter ausholen, das müsst ihr auch verstehen. So, dann da das einmal fürs Erste dabei belassen, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer ist. Ich habe natürlich schon noch so ein paar kleine Perlen hinten, wo ich was dazu sagen möchte. Aber die darf ich mir gerne aufheben und dann vielleicht nochmal ein anderes Video machen, das was dann nicht 2 Jahre auf sie warten lässt. Also wie gesagt, heben wir so ein paar Kommentare noch auf. Genau, mir macht es auf jeden Fall Mords Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, auch normale Fragen. Muss jetzt nicht immer irgendwo sein, dass ich gleich jeden beleidige oder ausfallen wäre, wenn mir das natürlich einen Mord Spaß macht, das dürft ihr mir glauben. Aber irgendwelche normalen Fragen könnt ihr natürlich auch mal stellen, was euch so interessieren darf. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir sie beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Haut's rein, habt einen schönen Tag. Habe Dere.